Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Im Oberwallis, weit über dem Rhonental, zwischen kargen und hohen Bergen, da gibt es ein abgelegenes Dorf. Visperterminen, die Heimat von 1400 Einwohnern. Im stotzigen Rebberge packt im Herbst das ganze Dorf mit an. Hier gibt es Freundschaften, die ein Leben lang haben. Ja, wir sind ganz lachen eigentlich. Ja, sagt man jetzt. Die Religion spielt eine wichtige Rolle. Traditionen gibt man über Generationen weiter. Und die nächste ist schon in den Startlöchern. Ja, kleine Familie. Das sind Geschichten aus Visperterminen. Das ist SRF bei den Lüt, unser Dorf. Es ist ruhig in den engen Gassen zu Visperterminen oder Derbinu, wie die Einheimischen sagen. Das hat einen guten Grund. Im Rebberge, gerade unterhalb des Dorfes, feiern die Bewohner zusammen mit Touristen das Wii-Grill-Fäscht. Darauf hat das Dorf das ganze Jahr geplant. Auf dem Weg dorthin ist auch Judy Kreuzer mit ihrer Schwester und deren ihren Kindern. Ich bin ganz viel lange immer selber mitgemacht und arbeiten und hier bin ich halt schwanger. Es ist ein bisschen schwierig mit Wein und Essen und so. Das Fest ist eigentlich eine Wanderung über 8 Etappen, vom Tal bis auf ins Dorf. Fast jede Familie im Dorf hat hier ein Stückchen vom Rebberge. Jetzt kommen wir noch am Stickelte vorbei, also das Minum neuestens. Das ist das Brit, das ist ein Heida-Stickelte. Und ja, das machen wir so mit der Familie zusammen und die werden das bearbeiten selber und schneiden und ernten und das ist das da gerade da. Heida ist das jetzt. Heida ist übrigens eine Traubensorte. Hallo. Hi. Hi. Gut. Und dir? Ja. Ja, Ja, einfach gemütlich. ja, das geht. Und ihr? Stress? Hey, Stress. Hast Nee, du Muskelkater? Nein. Hey. Der Mann von der Judith, der Alois Jenelten oder Visi, wie sie ihm alle sagen, ist einer der vielen Helfer am Fest. Also so Sachen funktionieren nur, wenn es ganz viel mithelfen. Also wenn jetzt da nicht die ganzen Freiwilligen und nicht wären, würden so Sachen nie stehen. Also wäre finanziell gar nicht möglich. Oder bleibst du hier? Ja, ich muss aber hier lachen. Okay, dann gehen wir mal essen. Gut, machen das. Bis nachher. Schön, ciao. Tschüss. Also, Hunger. Ja, genau. Spack. Gesundheit. Für Judith gibt es heute nur etwas Alkoholfreies. Weindorf hin oder her. Ja, also ich kann lieber einen Schluck Wein geben. Aber das ist gut. Ich tue es noch so ein halbes Jahr durchhalten und mit dem Still und was auch immer. Und nachher freue ich mich extrem mit einem feines Glas Rote. Weiter rauf macht Judith heute nicht. Sie bleibt beim Visi, ihrem Mann. Für alle anderen geht die Wanderung weiter zum nächsten Posten. Jetzt ist gut. Das ist besser. Der Peter Gottsponner und der Andreas Zimmermann machen hier Raclette. Ja, für mich persönlich ist das Wii-Grill-Fäscht einfach Kameradschaft. Miteinander etwas auf die Beine stellen, miteinander Freude haben. Gegenüber den Leuten, wenn man so sieht, wenn die ganzen Leute kommen und so, die Freude, die da entgegenkommen und so. Wenig Verzicht, oder? Nein. Gell, ja. Das kehren wir gerne. So. Insgesamt arbeiten 300 freiwillige Helfer aus dem Dorf am Fest. Wir sind mal geehrt gekommen durch das, weil die Zusammenarbeit des Dorfes. Und die ist mal einen Preis gegeben. Wir haben ins Dorf einen Preis gewonnen.
mit dem. Weil wir immer so zusammengeholt haben. Nicht jedes alles organisiert hier. Es gibt viele Sachen, wo wir, wenn ein Verein im Dorf irgendetwas hat, dann hilft das ganze Dorf. Und ein Gläschen vom hauseigenen Weisswein gehört natürlich an jeder Etappe dazu. Das ist halt einfach hier eine Kultur in uns, oder? Es gibt ja fast keine Familie, die kein Wein hat in dem Sinne. Eine Genossenschaft oder privat, wie immer, oder? Meine Mutter hat auch Reben. Zwar nicht viel, aber 450 bis 500 Quadratmeter. Und wird ja die innerhalb von einer Familie selber bewirtschaftet, der Wein abgegeben. So. Die letzte Etappe und ein richtiges Dorffest ist im Weiler Oberstauden, das zu Visperterminen gehört. Die Therese vom Sattel und die Martha Zimmermann gehören zu den Dorfältesten und haben die Wanderung nicht machen. Sie sind gerade direkt hierher gekommen. Nein, früher hat es das nicht gegeben. Nein. Das ist eine gute Sache. Ja. Da kommst du noch so ein bisschen zusammen und also kannst du das mit anderen noch. Das ist wirklich... Ja, das ist schon recht. Ja. Da können jetzt so die Eltern und die Jungen und das ist eine gute Sache für das Dorf, wenn du noch ein bisschen zusammenkommen. Ein paar Tage später. Es ist ein wichtiger Tag für das Dorf. Das Wetter ist launisch da oben. Von diesem bisschen Regen lässt sich aber niemand aufhalten. Auch der Peter Gottspooner ist im Schuss. Heute bekommt Visperterminen einen neuen Pfarrer. Die ihn begrüßen mit Polken und Trompeten. Für das Dorf ist das ganz sicher ein Höhepunkt. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man einen Pfarrer bekommt, weil es gibt weniger vorher. Und wir müssen eigentlich froh sein, dass wir noch einen bekommen, weil das ist nicht selbstverständlich mehr, dass jedes Dorf einen Pfarrer hat. Und das ist sicher ein Freudentag wieder. Ein Höhepunkt ist es nicht nur für Visperterminen, sondern auch für Peter Gottspooner. Er ist der Dorffähnrich und darf heute an der Prozession die offizielle Fahne tragen. Ein bisschen bin ich ja nervös, weil ich mache es sehr mal. Aber es geht schon. Ja. Also ich bin das Herrenstag schon mal umgesehen, aber jetzt so ein öffentlicher Anlass bin ich sehr mal. Aber so schlimm ist es nicht, es geht schon. Ich hoffe, ich bringe noch einen Oh, es geht schon. Kein Problem. Der neue Pfarrer heisst Bruno Zurbriggen. Er ist künftig für das Seelenheil der Dorfbewohner zuständig. Der Glaube und Tradition ist ganz fest verwurzelt. So, es geht los. Der Peter läuft mit dem Gemeinderat mit. Als Gemeindefähnrich ist er im Dorf gewählt worden. Das ist sicher nicht jedermanns Sache, da geht er vorne zu tragen. Ich kann dem noch so Freude. So. Das ist toll, ich mache es gerne. Sicher ist man da stolz, das ist ganz klar. Du musst von 1500 Einwohnern in unser Chor kommen, als Gemeindefähner. Das müssen wir gerne machen und stolz sein, das ist richtig so. Von mir aus gesehen.
Buonasera. Unser Papst Franziskus, das ist unser erster Stiftvater. Aus schwerwiegenden Gründen verlängert. Die Kirche ist nicht immer so voll wie heute. Ausser am Mittwoch gibt es hier jeden Tag eine Messe. Und den Sinn des Lebens in ihnen wachzuhalten. In diesem Haus wohnen Therese vom Sattel und Martha Zimmermann. Auch mit über 80 stehen die beiden noch regelmässig im Garten. Heute mache ich Kreuzstille. Kreuzstille mache ich heute. Sage ich nicht mal den flotten Knoblauch. Die 84-jährige Therese ist verheiratet. Die Martha ist ein Jahr älter und verwitwet. Die beiden sind Schwägerinnen. Heuer hat es nicht so viel Herdöpfel wie andere Jahre. Nicht gerade so. Nein, wir sind ich tue jetzt nicht gerade so. Nein, der ist so ich habe nicht gerade so viel dran. Ich könnte jetzt irgendwie. Sie jetzt wird noch besser gequannt. Die Herdöpfel oder Herbfel, wie man hier sagt, waren schon immer wichtig im Dorf. Das ist gut. Wir sind hier so gequannt mit den Herbfeln. Das ist selten eine Mahlzeit, wo man nicht Herbfel hat. Immer fast mit Gelmo. Ja, ja. Die beiden haben ihr Leben lang hart gearbeitet und nie geklönt. Jetzt sind wir im Himmel gegen und früher. Ich muss ein Ehrenwort sagen. Jetzt haben wir da zu essen und haben wir da was wir wollen, haben wir doch jetzt so. Und schaffen wir so schön noch gerade. Sagen wir jetzt wirklich zufrieden, wie sie geht? Ja, ja. Wir können schon nicht klappen. Wir wirklich nicht. Und dann meldet er. Nur so kann ich schaffen. Ja, aha. Therese und Martha wissen, dass sie ziemlich einen urchigen Dialekt haben. Alles verständlich, nicht mehr, was wir früher gesagt haben, so die alten Worte. Als Beispiel sagen wir jetzt, was sagen wir, gang du das Garejo. Ja. Garejo. Reich mir das. Und die sagen jetzt so, Gaholo. Das ist mir aufgefallen. Aber wir haben das Wort nicht fast Französisch oder so, dass die sagen irgend. Wir sagen jetzt, wenn wir den Regenschirm sagen wir jetzt Parasol. Parapluie. Ja, ich sage, dass gewisse Worte nicht, dass wir... Kann alles anders sein. Ja, ja. Der Andreas Zimmermann ist wie jeden Tag auf seinem Elektrotöff unterwegs. Der Andreas ist nicht etwa Pöstler. Er fährt auf dem Elektrotöff, weil er seit kurzem nicht mehr Auto fahren darf. Das Usher-Syndrom ist eigentlich eine Erbkrankheit, wo du Hörbehinderung hast und eine Sehbehinderung. Mit nur 10 Stundenkilometern fährt er zu seinem Arbeitsplatz. Ich bin seit Geburt hörbehindert. Ich habe rund 40%, wenn ich noch umkehre. Aber das ist jetzt eigentlich seit Geburt immer stabil. Jetzt mit dem fortgeschrittenen Alter ist bedingt durch das Usher-Syndrom die Sehkrankheit dazugekommen, also Retinitis pigmentosa. Im schlimmsten Fall könnte er einmal erblinden. So weit ist es aber noch lange nicht. Der Hausarzt kontrolliert regelmässig, ob er noch mit seinem TÜV fahren kann. Durch die Diagnose, die ich vor 2 Jahren bekommen habe, von meiner Augenkrankheit, hat mir die Ärztin gesagt, ich darf nicht mehr Auto fahren, weil mein Gesichtsfeld ist dermaßen eingeschränkt. Jetzt mit dem Elektrotöff habe ich etwas Gutes gefunden, dass ich trotzdem mobil bleiben kann und euch die Sicherheit gegenüber 3 Personen gewährleisten kann.
Ja, wenn der blind ist, Ja, das ist schon leid. schlimm. Dann will lieber nichts kehren und dafür sehen, wie es mir sind. Es ist schon schlimm, wenn man sieht. Es ist teuer, Aber wenn man ob nicht das kehrt, da irgend- ist nicht so... Ist nicht, aber... Irgendetwas... Aha, Schütze drum, sagt man dem. Der Andreas hat zusammen mit seinen Cousins eine Zimmerei. Er arbeitet aber auch als Sanitär, flickt Heizungen oder Hausdächer. Im Dorf bekommt er jede Unterstützung, die er braucht. Was mich einfach besonders freut im Beruf, was für mich wichtig ist einfach der Zusammenhalt, wenn man die Leute einander kennt, mit den Vereinen und so weiter. Man ist ein Teil einer Gesellschaft. Wenn es einem zum Beispiel nicht so gut geht, dann spürt man, dass andere Leute da sind, dass die mit dir mitfühlen. Wenn man Freude hat, dass man das miteinander teilen und so. Man ist einfach ein Teil einer Gesellschaft. Das ist das, was ich im Beruf einfach schätze. Die Gebidomalp ist auf 2200 Meter über Meer, oberhalb von Visperterminen. Das ist die Hütte der Schafzuchtgenossenschaft Visperterminen. Am Morgen früh müssen die Schäfer ihre Tiere zusammensuchen. Die haben den ganzen Sommer ohne Zaun im Nanztal gelebt. Das machen wir jetzt. Der Weg ist und fertig. Ja, das ist klar. Du musst uns hier anbringen. Ja, fast schon. Der Peter Gottsponder geht mit seinem Onkel, dem Kari, und seinem Cousin, dem Kasian, ein paar Ausreisser suchen, die er am Abend vorher mit dem Feldstecher hat gesehen. Also jetzt gehen wir ums ganze Hohe auf die Station. Und dann schauen wir, ob wir ein Schaf sehen. Jetzt können wir mal suchen. Gestern sind schon oben drin, Schaf. Kennst du die? Gamsche. Kennst du die Streichelte? Gamsche, das ist ein Gamsche, siehst du? Schon gesehen? Das Streichelte ist aber drin so, sind sie? Ja. Die Glocke, kennst du? Im Herbst, noch vor dem ersten Schnee, müssen die Schafe ins Dorf runter. Die können sich da frei bewegen auf der Alpe, ja. Im Sommer durch. Nachher im Herbst müssen wir natürlich schauen, wo die sind. Und du prüfst oberst, wenn du Huren, 2 Schafe siehst, die musst du holen. Da kannst du nicht sagen, die leben jetzt da. Die musst du einfach holen. Das ist so. Komm. Komm, komm. Komm. Komm, komm, gut. Komm, du bist ein bisschen Brot her. Es sind typische Walliser Schwarznasenschafe. Am besten kann man sie mit etwas trockenem Brot anlocken. Früher hat es neben den Schafen auch noch mehr Kühe gegeben als heute im Dorf. Die alteingesessenen Therese und Martha haben das Leben lang gebauert und mit den Tieren einen riesen Krampf gehabt. Die wir immer müssen gehen, ein paar 2-3 Stunden am Morgen. Und danach wirst du in den Stall getan. Danach sind wir wieder noch servieren und dann wieder Ausland, dann wieder am getan, dann das Vieh melden. Das haben wir in der Doktor gemacht. Ja, ja.
Jetzt also, ich kann es nicht. ja, wir haben ein Hornsgeschäft gehabt und wir besser Sorge gehabt, was ist. Im alten Teil des Dorfes ist Nathalie Zeiter unterwegs. Sie ist erst 28 und schon die Chefin der Heidabeiz. Das ist mein Reich hier, ja. Mein zweites Heim. Ich verbringe extrem viel Zeit hier. Und also eigentlich mehr als daheim. Ich habe mit 23 angefangen. Ich habe die Kochlehre gemacht in Zermatt. Und das war immer mein Traum, dass ich mal ein eigenes Restaurant habe oder ein Hotel. Und das nachher unten aufheichen und hoffe, dass so viele Leute wie möglich kommen zum Mittagessen. Nathalie hat hier Angestellte im Betrieb. Hallo Katharina. Hallo Nathalie. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, ist besser? Ja, ein bisschen, aber... Hast du Medikamente geholt? Ja. Ja. Genau, das kommt schon gut. Und bleibst du am Abend daheim, wenn es dir dann nicht besser ist? Ja. Du warst gestern lange? Bis um 1 Uhr am Morgen. Ehrlich? Aber es geht schon. Ah ja. Ah ja, gut. Geil. Mal. Es war lustig. Und wie viele Reservierte sind jetzt Mittag? Also aber jetzt kannst du 6 Personen aufdecken. Ja. Nachher der Konrad kommt und die Coiffeuse und nachher der Gerald noch mit dem Arbeiter, die 2. Dass die Serviertochter Katharina nicht so zweg ist, kommt der Chefin ungelegen. Also, Stange habe ich schon mal da. Ja, das Problem ist einfach, dass sie einfach so Hüsten hat und Halsweh hat und dass einfach das auch mühsam ist, vor den Gästen zu arbeiten. So. Weil du musst ja immer probieren. Auch wenn du einen Hüstenanfall verkaufst vor den Gästen, ist ja wirklich nicht angenehm. Und so, dann ist sie das schon am Abend daheim lassen. So. Nathalie ist der gute Ruf wichtig. Bevor sie hier Chefin wurde, ist das Restaurant nämlich gar nicht mehr gut gelaufen und kurz vor dem Ruin gestanden. So. Ein Guten miteinander. Ein Guten zusammen. Ja, wenn ich das übernommen habe, ist ziemlich viel Arbeit drin stecken, dass einfach die Einheimischen vor allem wieder kommen und halt den Gästen so wieder schmackhaft zu machen. Schon allein mit der Küche und so. Bei schwangeren Judith Kreuzer kann es jeden Moment mit der Geburt losgehen. Was im Haus jetzt noch fehlt, sind Schiebetüren für das Kinderzimmer abzutrennen. Ihre Mann Visi und ihr Bruder Rinaldo machen den Umbau selber. Judith assistiert und befiehlt. Also ich bin auch, glaube ich, zu viel am Arbeiten momentan. Also so. Pepper kann nicht so still sein und nichts machen. Das hat ich, glaube ich, ein bisschen langsam wie ein Piano. Soll etwas helfen? Ja, der Ding soll das Sagen brechen. Soll ich kommen? Nein, ich kann nicht. Gut, dann warte ich halt. Judith ist das erste Mal schwanger. Sie ist schambar gewundrig. Ja, wie sieht es uns? Was hat es von ihm? Was hat es von mir? Die klassischen Sachen. Halt. Das ist total spannend. Also, und ich bin froh, wenn es einfach da ist. Und sicher, wenn es gesund ist. Aber eigentlich ist egal, was zum Medienbüro oder was immer, es einfach gesund ist, schon schön. Ja. Es ist ein kleines Wunder. Es hat zuerst so ausgesehen, wie wenn sie kein Kind bekommen könnten. Ja, ich habe vor 10 Jahren Hodgkin, das ist Lymphknotenkrebs. So. Und in der Liste, oder? Und dann musste ich mich da operieren und mich da bestrahlt, oder?
Und dann haben sie gesagt, Mensch, ja, ich kann dann nicht so genau schießen, oder? Und es könnte sein, dass ich nicht mehr fruchtbar sein kann, so, wenn ich noch Kinder will. Und das ist halt extrem schnell gegangen. Ja, also eigentlich überraschend und gleich total schön so, aber wir haben wirklich mit allem gerechnet. Also ich habe gefunden, wenn es dann nicht klappt, ist es okay. Der Rinaldo, der Bruder von der Judith, ist ziemlich sicher, was es gibt. Das geht ein Bub. Ganz sicher ein Bub. Ja, ich glaube, mein Bruder ist falsch. Ob Bub oder Mädchen, Hauptsache das Zimmer wird vor der Geburt fertig. Oberhalb vom Dorf sind die Hirten mit den eingefangenen Schafen beim Gebidumsee angekommen. Das ist ganz in der Nähe der Alphütte. Im letzten Jahr hat der Wolf hier ein paar Schafe gerissen. Das gibt es reden da oben. Der Wolf ist einfach... Für ihn ist das nur negativ, für Schäfer. Also ich sehe da überhaupt keinen Zweck, was er erfüllt. Da sieht man ja nie. Der ist als wildes Tier, so wie ich sagen, der bekommt man ja selten ein rotes Gesicht. Und er macht einfach die ganze Schafe kaputt. Das ist einfach ein riesen Schott, finde ich. Ich kann es einfach nicht begreifen, dass ein Tier wie ein Wolf 25, 30 Schafe töten kann. Was ein Eigentum ist, was wir aufziehen, was wir pflegen, was wir das ganze Jahr mit denen zu tun haben. Und dass das Tier einfach alles kaputt machen ist. Ohne dass dem etwas passiert, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Komm, hopp! Komm! Ah, das ist vollbracht. Jetzt kommen noch die anderen Schäfer mit den Schafen aus dem Nanztal zurück. Die Dülle täuscht. Die alte Tradition der Schafhirten könnte leider schon gleich aussterben. Nachfolger, kaum. Das wäre etwa das Letzte. Also wenn jetzt von Brüdern, von mir oder von denen, die noch hier sind, die 10 vielleicht etwas Interesse haben, und sonst ist es schwierig, ganz schwierig. Das macht mich schon ein bisschen traurig, ja. Das ist eigentlich schade, dass das niemand machen will. Aber heute sind die Leute ganz anders als früher, oder? Die brauchen das im Prinzip nicht mehr zum Leben. Huso! Huso! Ach, dem Hermann, dem hätte ich sagen, dass ich rüberkomme kann. Ungefähr 500 Schafe haben die Hirten zusammengetrieben. Sie haben alle gefunden. Mir gefällt das, wenn die Schafe wieder zurück sind, oder? Wenn sie lebend nicht da sind. Das könnte ja auch anders aussehen, oder? Die könnten heute Sommer kaputt sein oder vom Blitz erschlagen oder eben Wohl fressen. Das ist einfach schön, wenn sie wieder zurückkommen. So jeder Freude, wenn sie wieder sieht. Weniger?
Der Andreas Zimmermann, der das seltene Usher-Syndrom hat, lebt mit seiner Familie ganz oben im Dorf. Seit 4 Monaten ist er glücklicher Papi. Marilou heisst die Tochter. Ja. Jetzt kann schon recht kontrolliert mit der Hand umgehen. Man merkt gut. Geheiratet hat er eine Auswärtige. Joel kommt aus dem Welschen, von Lesin. Auch wenn es im Dorf schöne Töchter hat gegeben. Mal gebe schöne Frauen auf dem Dorf, interessant sind. Aber die hat mir nicht wollen. Die hat mir einfach nicht wollen. Joel und Andreas kennen sich schon ein paar Jahre. Auf Visperterminen gezügelt ist Joel aber erst gerade im April. Es war schon klar von Anfang an, dass ich irgendwann herkomme. Ich denke zwischen uns. Also, dann habe ich, als ich schwanger war, dann haben wir uns definitiv entschieden, dass ich herkomme. Sonst hätte ich vielleicht noch ein bisschen gewartet, weiß ich nicht. Aber dann, das war der Kick, der uns ein bisschen bewegt hat. Ja, ich kenne die nicht. Ich kenne schon, das ist sehr flotte Frau und die tut sicher schon gut drin passen. Ich weiß nichts, ich kann ja nichts sagen. Das Welche wahrscheinlich. Ja, aber sie hat es Bären geschafft. Sie kann nicht Aha, dann kannst du Deutsch? Ja, sie kann Deutsch. Ja. Jetzt können wir den Windel wechseln, gell? Ja. Ja, Marilou. Ja, jetzt haben wir den Windel wechseln. Ja. Ja, du weißt schon. Ja. Jawohl. Dali. Ich kann mich noch erinnern, bei der Geburt, wenn das kommt, dann ist das da. Das wickelt dich, das kommt ums Herz um, das packt dich. Das erobert dich in einer Sekunde. Da bist du einfach hin und weg. Ich bin so dankbar, das ist etwas Wunderbares. Gell, Marilou? Ja? Marilou, schau jetzt einmal, wie flott. Der Andreas hat sich Gedanken gemacht, ob er seine Erbkrankheit weitergeben könnte. Ich habe mit einer Spezialistin in Zürich geredet und sie sagte, die Wahrscheinlichkeit ist so klein. Wir können ewig Gas geben. Wenn du probieren, die hat nur das ältere Glück probieren. Und also Renzbech, wenn er die wirklich das Usher-Syndrom kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja so klein. Naja, das Risiko ist ja jetzt gegangen. Ja. Mal. Gell, meine Lieblinge? Bis jetzt sieht alles gut aus. Die Marilou ist kerngesund. Dass der Andreas das Usher-Syndrom hat und irgendwann blinden könnte, wissen die beiden erst seit 2 Jahren. Das war schon ein bisschen hart. Aber andererseits denkt man ja, es kann jeden Tag etwas passieren. Das ist der einzige Unterschied, ist, man weiß es jetzt, dass etwas wird passieren, sehr wahrscheinlich. Aber ich habe auch überlegt, kann auch in einer Woche ein Autounfall und du bist gleich so weit und ja. Und wir wissen noch nicht, wie schnell das entwickelt sich. Und ich habe auch gedacht, wenn er mit dem Alter noch so gut sieht, das heißt, diese Krankheit entwickelt sich nicht so schnell bei ihm. Bei der hochschwangeren Judith daheim ist die Tür zum Kinderzimmer jetzt fast fertig. Also wenn da Licht und hier Licht ist, dass da nicht steht. Also der erste da war, nachher die 2 Weissweine. Jener. Wissen wir gerade nicht, es sind sicher 5 Maschinen einfahren. Das ist halt mein altes Bett, das hat mein Papa noch gemacht. Und das hat mir jetzt die Schwester so ein bisschen geputzt und neue Matratze drin getan. Da sind, glaube ich, sogar wie Kind noch drin gelegt. Ja, viel Herzblut. Und dann links.
Hängen wir sicher auch Freude. Er war schon Rennen mit meinen Brüdern. Nicht lange nachdem Judith gewusst hat, dass sie ein Kind bekommt, ist ihr Vater gestorben. Ein Leben kommt und eins geht. Also, das Papa ist gegangen im Frühling, jetzt kommt ein Neues und das tut gut. Die Schäfer auf der Gebidumalpe bekommen am Abend einen hohen Besuch. Der Gemeinderat kommt vorbei. Zeg je er het vet en zeg je er was? Ja, het geht. Ja, geht. Niet heel. Zot. So, jetzt haben wir Reine, Chef, Champe, als letzter Chef aus der Not, oder die dass der Gemeinderat in Brüche kommt. Das machen wir jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit 100 Jahren gibt es das schon. Das halten wir so weiter. Die bringen immer das Fossi-Flotte ein mit, das ist schön gut. Es ist auch Tradition, dass der Peter Gottsponner für die Schäfer und den Hochbesuch kocht. Kochen ist für mich etwas Schönes. Weil, ich tue gerne essen, das sieht man aber hier nicht. Nein, ich mache es gerne, wirklich. Sehr gerne sogar. Wahrscheinlich, du bist gerade angestorchen ein bisschen. Gut. Ja, das ist der Lammontergott. Das ist von Eigen und Schaf, von denen vorne. Was gehört dazu von mir aus gesehen? Ich habe mit dem noch nie ein Problem gehabt. Aber für mich gehört das einfach dazu. Im Dorf sind jetzt die Jungen unterwegs. Die 13-jährige Lisa Maria und ihre Clique machen sich auf den Weg in eine spezielle Hütte. Mit der Hütte, das war schon immer so, dass das macht, aber es ist ein bisschen verloren gegangen. Wir hoffen auch, dass wir das mit der Hütte wieder brauchen. Aber vor allem früher waren ganz viele Hütten hier im Dorf. Die brennen wir die schon. Die brennen wir, ja, so ein kleines, ja. Die brennen wir schon. Das gehört zu mir, gell? Ja. Morgen gehe ich auf Mailand. Und am Sonntag wissen wir. Der Mama und mein Papa. Geht im Auto? Ja, der geht zur Großmama. Sie hat das auch Panikabfall. Nicht wirklich. Ja, das glaube ich. Die Hütte gehört eigentlich am Grossvater von der Lisa Maria. Es ist typisch für Visperterminen, dass es Klicken gibt, die zum Teil bis ins hohe Alter bleiben bestehen. Das riecht. In dieser Clique hier gibt es nur Mädchen. Zuerst waren auch noch Buben dabei. Die hat aber die Lisa Maria rausgeschossen. Das ist ein Beine. Kann ich das? No. Du? Aber nicht, der kommt jetzt gerade im Kino.
Also was mich vor allem an Weber steht, wenn sie so wichtig sind, wenn sie überall im Vordergrund und ich bin der Beste und unglaublich prahlen mit jeder so und sich einfach für der Beste halten und das mag ich gar nicht. Und gleich, Buben sind ein wichtiges Thema in der Hütte. Ja, Schnell weiter. Oh ja, das ist jetzt noch nicht so ein Leiden. No, ja. Der gefällt mir nicht. Blonde. Ich habe keinen Freund. Ich auch nicht. Sie alle sind ja. Frauen allein. Nein. Nein. Das ist ein Picknick mittreffen. Was? Ich würde die Nase nehmen. Wenn wir über Bücher reden und über bestimmte, dann haben wir für die Zahlen erfunden. So kein Name, also das niemand merkt und wird das geht. Und dann reden wir einfach dann kommt einfach niemand drauf, wer ist denn das, wer ist denn jetzt? Ja, da gibt es keine blöde Fragen von Es gibt aber auch andere wichtige Themen hier. Sie müssen spontan, ich mag zuverlassen, das oder das. Wir viele hier gehen und testen uns, was darum geht, was für ein Beruf zu ist. Und ihr glotzt den Minutentakt auf euren Handys. Eigentlich weiss aber Lisa Maria schon, was sie werden will. Ja. Ich wollte gerne mal Schauspielerin oder etwas mit Fernsehen oder auch Radio oder irgend so etwas machen. Ja. Ich kann die Bürste holen. Und so, dann kann ich da oben. Nachher hinter mich dann kann ich da mit auch reden. Ja, da hilft dir. Ja, kannst. Was sollt ihr dann machen? Gerne nachher, aber euch nicht. Hollywood ist aber nicht gerade um eine Ecke. Also jetzt wollte ich noch gar nicht noch wohnen, weil ich jetzt so eine Kollegin in die Schule gehen, weil die jetzt nicht irgendwas woanders sind. Und später würde ich sehr gerne noch in der Schweiz bleiben, aber vielleicht auf Baren oder auf Zürich oder irgend so wohnen. Ja, wo jetzt nicht? Elfi am Abend im Haida-Restaurant. Serviert doch der Katharina ist gäng noch krank. Sarah hat ihre Schicht übernommen. Bei der Nathalie Zeiter trifft sich Jung und Alt. Nathalie ist gäng noch am Arbeiten. Habt ihr noch etwas wollen? Den Auto, Nati. Ja, wir haben aber eins. Haben wir denn eins? Seit dem 8. Uhr morgens bin ich auf der Beine. Ja, es sind lange Tage, aber schön, wenn es etwas läuft. Mit dem Haida hat sich Nathalie einen Traum erfüllt. Da bleibt kein Platz für einen Mann. Es ist halt auch schwierig, einen Partner zu finden, der einfach das auch akzeptiert und versteht, dass man einfach so viel halt im Restaurant ist und dass man einfach nicht viel Freizeit hat. Ja, und dann müsste man schon fast irgendjemanden haben, der aber in der Gastronomie ist und der das versteht und akzeptiert. Hast du das schon ein paar Jahre mit einem zusammen gesehen? Und jetzt schon bald keine mehr, hm? Nein, ist schon ein paar Jahre nie mehr. Tschüss, Samo, danke schön. Merci. Tschüss. Mitten in der Nacht, das ganze Dorf schlaft. Aber bei der schwangeren Judith Kreuzer geht's los. Das Spital ist 9 Kilometer weiter unten im Tal. Das nächste Mal kommt Lisa Maria Erigotte auf Visperterminen zurück. 20 Jahre hat sie im Ausland gelebt. Es sieht wirklich auch so aus, als ob etwas hier ist, das eins zurückzieht auf eine Art. Es ist auch cool, dass sie jetzt wieder hier ist. Die Judith Kreuzer ist endlich Mami. Geil, ist ein Hübsche. Es ist wirklich das neue Leben da, das kleine und keine Ahnung, wie es geht, aber ja, eins für eins. Grosser Tag für Peter Gottspinner und seine Schafe. Schön, ein bisschen mehr da, ein bisschen größer. Frauen machen das auch. Im Dorf werden die schönsten Schafe prämiert. Das und mehr Geschichten aus Visperterminen gibt es nächsten Freitag bei SRF bei den Lüt Unser Dorf.
Sie sahen SRF bei den Lüt mit aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte.